Ich bin in die Schweiz gekommen, als ich dann 12 geworden bin. Deine Mutter, ich weiss nur, dass sie bei den Zeugen Jehovas war. Ist sie das da schon, als ihr gekommen sind? Ja, sie war bei den Zeugen Jehovas. Sie ist dann in Tomre zu meiner Großmutter. Meine Großmutter war nachher dann auch bei den Zeugen Jehovas. Also wegen meiner Mutter. Sie hat dann nachher Herzprobleme bekommen. Die Zeugen Jehovas waren im Spital, haben geschaut, dass sie keine Bluttransfusion bekommt. Und aufgrund von dem ist sie dann nachher gestorben. Ich musste so wie das loslassen, was passiert ist. Ich habe mir auch gesagt, es ist meine Familie, es ist die einzige Familie, die ich habe. Und ich muss auch lernen, mit dieser Familie zu leben. Ja. Willkommen bei den frommen Türtli. Ich bin Nicole Freudiger. Ich bin Religionsredaktorin und passionierte Hobbybäckerin. Und das passt wunderbar zusammen, weil man beim Backen schön eintauchen in andere Kulturen. Ich mache das heute mit der Aris Guzman. Sie ist Köchin für vegane karibische Küche. Ich bin sehr gespannt, kenne ich gar nicht. Und ich bin aber auch gespannt auf die Lebensgeschichte von der Aris. Ich weiss, dass sie sich von der Religion hat lösen musste. Wie sie ihren Weg gefunden hat, das will ich jetzt herausfinden. Hallo Aris, freut mich sehr. Hallo Nicole, ich freue mich auch, dich kennenzulernen. Jetzt bin ich mega gespannt, was wir machen heute. Heute machen wir einen Maniokkuchen. Und hat der eine spezielle Bedeutung für dich? Ja, der hat eine spezielle Bedeutung, also für mich und meine Familie und auch für unsere Kultur. Wir machen ihn vor allem an den Weihnachten, Geburtstag. Okay. Und weil gestern mein Geburtstag war. Gratuliere, so schön! Danke vielmals. Tun wir ihn backen für die Family, genau. Das heisst, wir machen heute deinen Geburtstagskuchen? Genau. Dann gehen wir posten? Ja. Was brauchen wir alles? Da haben wir schon unseren Star. Ein unscheinbarer Star. Kennst du den? Ich kenne Maniok nicht, nein. Schmeckt auch nicht? Jetzt noch nicht, aber später. Das kommt noch in dem Fall. Und Star, wieso ein Star? Also Maniok ist sehr wichtig in unserer Kultur. Es ist etwas, das aus dem Amazonas kommt und sich in ganz Lateinamerika verbreitet hat. Und heute immer noch ein mega wichtiges Grundnahrungsmittel ist für die indigene Völker im Amazonas. Aris kommt ursprünglich aus Lateinamerika, und zwar aus der Dominikanischen Republik. Sie kennt den Maniok also aus der Küche von ihrer Kindheit. Aris wächst bei ihrer Großmutter auf, mit ihrer Schwester und 5 Cousinen und Cousins. Die Mutter ist zu dieser Zeit in der Schweiz, um Geld zu verdienen für die Familie in der Heimat. Aris wächst traditionell auf, streng katholisch und mit viel Fleisch. Das ändert sich alles, als sie in die Schweiz zieht, zu der Mutter, die unterdessen bei den Zeugen Jehovas ist. Die Aris emanzipiert sich und sie wird vegan. Als die geliebte Großmutter dann unter tragischen Umständen stirbt, wird das Verhältnis zu der Familie noch mal ganz neu auf die Probe gestellt. Und Aris entdeckt ihre karibischen Wurzeln ganz neu. Was brauchen wir denn sonst noch? Genau, wir brauchen noch ein bisschen Gewürz. Posten für den Geburtstagskuchen von der Aris gehen wir neu mit, was all die karibischen Spezialitäten gibt, was es dafür braucht. In dem karibischen Lebensmittelladen hier an der Zürcher Langstrasse. Genau, oh, aber das ist wahrscheinlich nicht deine Theke. Nein, das sind so unsere karibischen Gewürze. Wir brauchen sicher Zimt. Sieht so unspektakulär aus, aber das ist sicher einfach, du kommst dahin, weil es wahrscheinlich besser ist als der Zimt irgendwie im Supermarkt, oder? Ja, es ist vor allem das, was ich kenne, so aus meiner Kindheit. Oh, ich sehe schon Myrrhe. Das ist auch etwas, das braucht man aber nicht zum Backen, oder? Das ist religiös. Nein, die haben auch so einen spirituellen Glauben. Ja. Da siehst du es vielleicht noch ein bisschen besser, wenn man so die Produkte anschaut. Das ist jetzt zum Duschen. Aber schau mal, da hat es ein schnelles Glück. Falls du deinen Mann ein bisschen mehr dominieren willst, dann kannst du natürlich auch mit dem da duschen. Das hat also eigentlich für alle Lebenslagen gibt es etwas. Genau. So schön. Genau.
Glauben, aber Glauben, sehe ich schon, ist ein wichtiger Teil. Weil da sind wir ja bei den Heiligen, bei den Kerzen. Das ist so unser katholischer Einfluss, den wir haben. Die tut man eigentlich auch anzünden, sich etwas wünschen. Saludos, ¿me puedes dar bicarbonato? Sí. 36,5. Te pago con tarjeta. Muchas gracias. Jetzt geht es zum Bachen ins Zürcher Gartenbeizli am Damm. Da kochen Aris nämlich regelmässig, zum Beispiel für ihr Pop-up-Restaurant. Da erzählt mir Aris dann noch mehr darüber, wie sie aufgewachsen ist und warum Essen für sie spirituell ist. Dann machen wir jetzt den veganen Maniokkuchen. Ich muss sagen, vegan ist eine Herausforderung für mich. Ich finde ja, je mehr Butter, desto besser im Gebäck. Ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Kannst du mir mal sagen, was alles drin kommt? So, wir haben Mehl, Natron, Backpulver, Muskatnuss, wir haben Zimt gemahlen, Kokosraspeln, 2 verschiedene Zucker, weißen und braunen Zucker, Meersalz. Und dann hätten wir etwas, zum Beispiel, das wären Leinsamen. Das brauchen wir so als Eiersatz. Das wird mega schön binden. Okay, jetzt habe ich mich noch gefragt, wie macht man das dann, den Kuchen schön auch feucht und alles bringt, was die Teile natürlich bringen im nicht veganen Kuchen. Das sind die Leinsamen, das die wir das Leinsamen. Und die Leinsamen, die muss man eben vorher noch ein bisschen vermahlen, damit sie bindet. Ich finde, sie haben ein mega feines Aroma und nachdem sind sie mega gesund. Also. Ja, das ist also so Superfood, wo man jedes Müsli auch rein tut. Genau, so, ja. Die Zutaten, die müssen Sie sich nicht alle merken. Wir haben Ihnen ein Rezept bereitgestellt. Sie finden es, wenn Sie hier den QR-Code scannen. Und jetzt müssen wir hauptsächlich die parat machen. Ich nehme an, die kommen nicht so in den Kuchen. Nein. Da müssen wir jetzt die zuerst schälen und dann raffeln wir sie. Der hat für dich ja eine ganz spezielle Bedeutung. Warum das eigentlich? In unserer indigenen Kultur ist der Maniok fast so ein bisschen heilig. Fließt das auch in deine Küche ein? Also, wie du auch mit den Nahrungsmitteln umgehst? Ja, ich habe vorher nicht karibisch gekocht. Und dann habe ich mich auch angefangen einzulesen in die ganze Welt. Es ist eben recht interessant in dieser Kultur, dass für sie der Gott ist nicht wie bei uns in Europa oder im Westen etwas Übernatürliches gewesen. Es gibt wie nichts, was über der Natur ist. Und dass der Maniok auch den Kreislauf, wie wir Menschen oder wie eine Gottheit macht. Die kommen, die gehen und die kommen wieder. Wie hat das ausgesehen, wenn bei euch die Heim? Wir waren 7 Kinder, die bei der Großmutter aufgewachsen sind. Und es ist einfach immer Rambazamba. Das glaube ich sofort. Als ich 2 war, ist meine Mutter in die Schweiz gegangen. Mein Großvater ist gestorben. Meine Großmutter war allein, halt mit ihren 5 Kindern. Es sind alle am Studieren. Es hat quasi wie niemand Geld heimgebracht. Sie hat dann einfach gefunden, so kann es wie nicht weitergehen. Sie muss etwas machen. Und dann hat sie wirklich die Entscheidung getroffen, um in die Schweiz zu kommen. Was machen wir jetzt? Jetzt tun wir die Raffeln. Okay. Und wann bist du dann in die Schweiz gekommen? Ich bin in die Schweiz gekommen, als ich dann 12 geworden bin. Wir sind eigentlich auch mit der Großmutter in die Schweiz gekommen, weil unsere Beziehung zu der Großmutter die ist so eng war, dass wir gefunden haben, so, wenn die Großmutter nicht mitkommt, wir kommen auch nicht. Und dann war die Großmutter wirklich ein Jahr da, bis wir uns eingeladen haben. Und hat sie langsam schleichend, ist sie dann wieder zurückgegangen, ja. Ja. Aber deine Kochleidenschaft kommt dir schon von der Großmutter? Die kommt schon von ihr. Sie ist jeden Tag auf den Markt gegangen, hat alles frisch gekauft, frisch gekocht. Und es hat immer so gefürchtig ausgesehen mit dem Gas, mit dem Dampf, mit all das, was sie gemacht hat. Und ihr habt nicht in die Nähe dürfen? Nein. Also ich bin dann immer auch zu ihr gegangen und habe ihr gesagt, Großmutter, kannst du nicht am Sonntag einen Maniokkuchen machen? Kannst du nicht das machen? Und sie sagt, ja, ich mache es wieder. Geht's weiter?
Genau, jetzt müssen wir alle Zutaten praktisch miteinander vermischen. Die hast du geölt? Die habe ich geölt, ja. Das langt, oder? Ich tue noch ein bisschen Backpapier drin, einfach aus sicher. Sicherheit. Genau. Hoppa. Was verschwenden da? Tun wir noch ein bisschen klopfen und dann einfach noch glatt streichen. Ja. Jetzt muss das einfach in den Ofen für 40 bis 45 Minuten. Und das war's. Das war's? So einfach ist vegan backen. 180 Grad haben wir. He? Genau. Prima. Du hast Fotos mitgebracht, damit wir noch ein bisschen mehr eintauchen in deine Erinnerungen. Das ist deine Grossmami, nehme ich an. Das ist das Grossmami, genau. Oh, und da die ganze Rasselbande. Genau, das sind ein paar von den Cousins, mit denen ich aufgewachsen bin. Das war die erste Kommunion. Das bin ich, meine Großmutter und meine Schwester. Ja. Und die Mami war da schon in der Schweiz? Die Mami war schon in der Schweiz, genau. Wie war das, so ohne Mutter aufwachsen? Es war für uns ein bisschen komisch, vor allem wenn es mal so Elternabend gegeben hat. Da haben alle immer gesagt, so, haben ihr überhaupt Eltern, sind weise Kinder. Wir haben so wie immer so von außen gemerkt, dass es wie nicht normal ist, wie wir leben. Aber für uns ist es schön und normal. Also dir hat nichts gefehlt eigentlich? Nein, gar nicht. Nein. Oh, Weihnachten! Bist du da drauf? Ich bin da drauf, und zwar da. Wie wichtig ist die Religion bei euch daheim? Bei uns war Religion sehr wichtig. Also wir mussten auch jeden Samstag in den Religionsunterricht gehen. Ich höre müssen. Und am Sonntag chillen. Also es war einfach immer recht ein Programm. Das sieht jetzt nach Schweiz aus. Genau, also so zum ersten Mal Snowboarden ausprobieren. Wie war das, der Wechsel? Ich meine, das war ja wahrscheinlich eine ganz andere Welt dann plötzlich. Ja, also vor allem die deutsche Sprache, die ist schon nicht so einfach. Also die Sprache war schwierig am Anfang, als du hergekommen bist. Die Integration, oder, wie man damit verbunden ist. Aber ich glaube auch, das mit der Religion war nicht ganz einfach. Deine Mutter, ich weiss nur, dass sie bei den Zeugen Jehovas war. Ist sie das da schon, als ihr gekommen sind? Ja, sie war bei den Zeugen Jehovas. Ihr Wunsch war, dass wir halt auch dazu gehören. Wir sind dann mit ihr einmal in der Woche sind wir an die Treffen gegangen. Und wir haben auch dann Religionsunterricht von den Zeugen Jehovas auch bekommen. Also es hat sich wie nicht so viel geändert, außer dass die Religion eigentlich wie andere war. Also jetzt weiss man aber von den Zeugen Jehovas, dass sie zum Beispiel missionieren oder läuten an den Türen. Hast du das auch machen? Nein, zum Glück nicht. Ich wollte das auch nie machen und ich habe mich dann auch nicht taufen lassen als Zeuge Jehova. Und das war für dich klar, dass du das nicht mitmachen willst? Ja, aufgrund von dem, was passiert ist mit meiner Großmutter. Das musst du noch erzählen. Genau, also meine Mutter ist dann, wo wir aus der Lehre waren, ist sie nachher zurückgegangen in die Dominikanische Republik. Sie hat dann gefunden, so, hey, jetzt habe ich genug lang da gelebt, jetzt sind ihr integriert, jetzt könnt ihr da quasi euer Leben machen. Sie ist dann in Tomre zu meiner Großmutter. Meine Großmutter ist nachher dann auch bei den Zeugen Jehovas gsi, also wegen meiner Mutter. Die hat dann nachher Herzprobleme bekommen, also sie hat einen Herzinfarkt gehabt und hat nachher wie stark darunter gelitten, so dass wir eine Operation durchführen am offenen Herz. Und wir sind natürlich alle sofort in die Dominikanische Republik geflogen. Für mich ist es wie ist einfach sehr schwer gewesen, was dort alles passiert ist. Die Zeugen Jehovas sind im Spital gsi, haben geschaut, dass sie keine Bluttransfusion bekommt. Also sie hat Blut gebraucht. Ja. Warum ist denn so, dass sie keine Bluttransfusion hat haben,
bei den Zeugen Jehovas? Also bei ihnen ist das so wie verboten, dass man wie Blut von jemandem anders bekommt, weil das Blut auch quasi, das eigene Blut auch heilig ist. Aber sie haben auch irgendwie gedroht mit Anwalt und Sachen. Meine Großmutter war nicht ansprechbar in dieser Zeit. Und aufgrund von dem ist sie dann nachher gestorben. Okay. Und dort ist nachher so wie meine ganze Skepsis gekommen. Also es ist auch eine rechte Wut gekommen. Kann ich mir gut vorstellen. Gegen Zeugen Jehovas. Ein bisschen auch gegen meine Mutter, weil sie halt meine Großmutter dort reingezogen hat. Und ich habe ein paar Jahre gebraucht, bis ich das dann überwunden habe. Ja. Dass ich meine Großmutter verloren habe. So, es ist für mich wie zuerst unvorstellbar gewesen, und nachher der Grund ist einfach so wie, ich habe das nicht verstanden. Ja. Also stelle ich mir auch krass vor, die sind im Spital und haben geschaut, dass sie das Blut nicht bekommen. Und ihr seid auch dort und haben versucht, das dagegen zu argumentieren, oder? Genau. Also was wir nachher gefunden haben, wir haben so wie am Schluss dann in der Nacht versteckt, haben wir dann die Bluttransfusionen gemacht. Aber es war dann zu spät gewesen. Und bei dir mit der Religion hat es dir total abgestellt, bei allem? Ja, mir hat die Art, also wie soll ich sagen, die Gruppe, der Umgang miteinander, das hat mir so wirklich abgelöst. Wenn man so immer so predigt, Nächstenliebe und. Und ich habe wie gefunden, so, ja, aber eigentlich erlebe das ja nicht, was ihr predigt. Und das hat für mich wie mehr Fragen aufgeworfen, als ja. Hat dir dann den Weg zurück eben zu dem Indigenen, wo wir vorher darüber geredet haben, zu dem Soul Food, wo ja eine sehr spirituelle Note ist, hat dir das auch geholfen? Das hat mir sehr geholfen. Ich habe dann angefangen, vegan zu kochen. Hat es irgendwie ein Schlüsselerlebnis gegeben? Oder? Ich bin Schweinshaxe die am zubereiten, ein dominikanisches Rezept, das sehr viel Zeit braucht. Und dann hatte ich das auf dem Teller nach so vielen Stunden. Ich habe das angeschaut und in dem Moment hatte ich so wie das Gefühl, ich habe einfach Menschenfleisch von mir. Es hat Menschenfleisch? So, Menschenfleisch, ja. Und es war so recht komisch, weil ich mich nachher gefragt habe, ja, aber eigentlich, was gibt mir das Recht, auch Tiere zu essen? Und dann habe ich angefangen, mich für die indigenen Völker und die alten Brüche und Traditionen interessieren. Und ich habe es wie schade gefunden, dass wir halt nur so die westliche Sicht der Religionen angeschaut haben. Jetzt ist er fertig, der Kuchen. Der ist jetzt fertig. Ich muss schon natürlich schmecken. Und so sieht es aus. Wie richtig? So. Ist das dein Geburtstagskuchen? Genau. Und jetzt gehen wir den essen mit Ihrer Familie. Todo lo vivido, huellas en mi alma, tu nombre es mi destino. Una mañana me acuerdo que llegaste a cambiar tu vida y yo te di la mía. Hoy no le pido al tiempo que borre nada, si ya he encontrado dentro. Blümchen hat er mitgebracht, so schön. Pack es mal aus, ist gut? Ja. Ist das echt dein Stäbergarten, wo wir da drin sitzen? Also nicht nur meine, sondern von der ganzen Familie. Schön. Ja. Schön. Und jetzt haben wir noch Blümchen. Und ein bisschen Äpfel und Trauben. Mega. Also, los geht's. Wie hast du es dann geschafft, nach dem Cut, den du gemacht hast? Und deine persönliche Versöhnung mit deiner Mami, das ist ja noch mal, also die grosse Familie ist eins, aber die Mutter, mit der hat man immer noch mal ein anderes Verhältnis. Es war auch noch ein bisschen das Thema, dass meine Mutter aus Trauer alle Bilder und Alben verbrannt hat, die wir in der Familie hatten. Und es sind nur wenige Bilder übrig, die Leute halt so die haben. Und das war für mich auch recht schwer als ich dann zurückgegangen bin und gefragt habe, hey, wo sind all die Alben? Ich will das gerne mal wieder anschauen. Und nachher hat es geheißen, sie sind verbrannt. Also für mich
Ich bin wirklich baff in dem Moment, ja. Und meine Mutter ist halt so ein bisschen, sehr ein impulsiver Mensch auch. Und mit dem haben wir auch ein paar so ein bisschen zu kämpfen gehabt. Ja. Ich musste wie auch selber erwachsen werden, um überhaupt zu sehen, was für ein Opfer das sie gebracht hat. Ich habe das erst wirklich auch vor ein paar Jahren eingesehen. Und dann ist einfach die Dankbarkeit auch gekommen, für das, was sie für alle geleistet hat. Sie hat sich so aufgeopfert, so jung, in so jungen Jahren. Ich habe die jungen Jahre erlebt und mich gefragt, hätte ich das jemals können? Und nein, ich hätte das nicht können. Okay. Also sie ist wirklich ein starker Mensch. Und durch diese Dankbarkeit auch ist es wie mir, ich kann ihr gar nicht mehr böse sein. Ich habe so wie das loslassen, was passiert ist. Ich habe mir auch gesagt, es ist meine Familie, es ist die einzige Familie, die ich kann. Und ich muss auch lernen, mit dieser Familie leben. Ja. Es ist vor allem viel besser als je. Das finde ich eben das Schöne, dass Beziehungen auch sich zu Besseren entwickeln können. Ja. Und wir haben alle Verständnis füreinander und sehr viel Respekt auch in dieser Zeit. So schön. Deseamos a ti, cumpleaños a ti, cumpleaños. Jetzt bin ich natürlich sehr gespannt auf den Kuchen. Ja. Ich habe am Anfang recht Skepsis gehabt, weil ich finde, viel Butter und viel Eier gehören in einen Kuchen. Jetzt bin ich auch gespannt, wie er rausgekommen ist. So ganz ohne. Willst du anschneiden? Ja. Super. Niemand das muss essen. Oh, jetzt aber. Ich glaube, wir müssen nachher rennen. Ja. Oder schwimmen. Ui. Süß und süß, aber nicht zu süß. Und halt mega speziell mit dem Maniok, aber sehr, sehr fein. Ich habe gehört, das ist das Rezept von Großmami. Wäre Großmami stolz oder wäre sie zufrieden mit dem Kuchen? Und wie? Und wie? Also das Fest ist ein bisschen schneller vorbei, als man das eigentlich wollte. Es war trotzdem ein mega schöner Tag. Ich habe viel mitgenommen über die karibische Küche, aber auch einfach sehr eindrücklich die Lebensgeschichte von Aris, wie sie ihren Weg gefunden hat, durch alles durch und zu sich selber gefunden hat. Das hat mich sehr beeindruckt.